Die Welt war, so wie sie von Gott kam, vollkommen. Der Tod war Adam und Eva unbekannt. In diesem Zusammenhang kam Gott in den Garten Eden und warnte: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Einige Zeit nach dieser Warnung Gottes nahm Satan die Gestalt einer Schlange an und betrat ebenfalls Eden. Die Schlange begegnete Eva mit folgenden Worten: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Aus der Perspektive menschlicher Logik klang das Argument der Schlange viel überzeugender als das Wort Gottes. Es gab in der natürlichen Welt bisher keinen Beweis für die Existenz von Sünde und Tod. Warum also sollte sich Eva zurückhalten? Gottes Gebot schien ihr zu restriktiv und sinnlos zu sein. Leider ignorierte Eva 3 grundlegende Prinzipien. 1. Die menschliche Vernunft ist nicht immer der sicherste Weg, um geistliche Angelegenheiten zu beurteilen. 2. Das Wort Gottes kann uns unlogisch und sinnlos erscheinen, aber es ist immer richtig und vertrauenswürdig. Und 3. gibt es Dinge, die an sich nicht böse oder falsch sind, aber Gott hat sie als Gehorsamsprüfung ausgewählt. Wir sollten uns bewusst machen, dass die Erfahrung Evas im Garten Eden kein Einzelfall ist. Jeden Tag und jeden Moment müssen wir uns zwischen dem Wort Gottes, das vielen unliebsam sein kann, und den verführerischen Verlockungen der uns umgebenden Kultur entscheiden. Unsere Wahl wird ewige Konsequenzen haben.